Sagen Sie mal, sind Sie schon lange Antiquitätenhändler? Ja doch, mein ganzes Leben. Warum? Ach, dann haben Sie das Geschäft von Ihrem Vater geerbt. In der Tat. Und er von meinem Großvater und mein Großvater von meinem Urgroßvater und mein Urgroßvater von meinem Ururgroßvater und so weiter bis zu meinem Ururgroßvater, der das Geschäft aufgeben musste, weil er so alt war, dass er nichts Antikes zu verkaufen hatte. Deswegen hat er sich aufs Ausleihen verlegt. Die Leute haben ihm alte Sachen ausgeliehen, da er diese gerne sammelte. Später vermachte er sie seinem Sohn. Der vergrößerte die Sammlung und vermachte sie dem Enkel seines Vaters. Der vergrößerte die Sammlung weiter, bis er keinen Platz mehr im Haus hatte. Also beschloss er, sie zu verkaufen. Die Entscheidung war, entweder er oder die Schwiegermutter. So gründete mein Urgroßvater das Familienunternehmen und das erste, das er verkaufte, war seine Schwiegermutter. Später ging das Geschäft von Vater zu Sohn über, von Sohn zu Vater, weil der Sohn jung starb, vom Vater zum unehelichen Kind, das er mit einer Indianerin gezeugt hatte, deswegen mein Akzent. Vom unehelichen Sohn zum Mann, der unseren Namen reingewaschen hat und so weiter, bis jetzt. Aber warum wollen Sie das wissen? Ach, reine Neugier. Aber ich schwöre hiermit feierlich, dass ich nie wieder neugierig sein werde. Ehrenwort. Das passiert nur, weil ich immer Smalltalk machen muss. Aber im Ernst, Sie sollten in einer Klinik für Schlafkuren arbeiten. Gut, da können wir jetzt nichts mehr mit dem Nugget. Hallo, sind Sie an diesem Nugget interessiert? Ich verkaufe es Ihnen. Kann sein. Wo haben Sie es gestohlen? Hey, Sie beleidigen mich. Ich habe es aus dem Fluss gesiebt. Ja, das sagen Sie alle. Der Goldlümmel ist aber ziemlich klein. Mag sein, aber Größe ist doch nicht alles, oder? Na gut, ich gebe Ihnen $20 dafür. $20? Das ist ein Skandal. Der reinste Raub. Zeigen Sie mich doch an. $20. Verkaufen Sie oder lassen Sie es bleiben? Ich nehme an. Aber Raub ist es trotzdem, Raffzahn. Ach so, jetzt haben wir $20 gekriegt. Können wir damit irgendwas kaufen? Das klappt nicht. Klappt nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt $20. Aha, so. Völlig sinnlos. Gut, beim Bahnhof gibt es jetzt nichts mehr, oder? Da ist der Mexikaner. Können wir da mit der Trompeten? Da tut sich nichts. Und oben können wir eh nicht mehr. Wie schaut es denn aus beim Sheriff? Da ist keiner mehr da. Okay. Beim Chinesen können wir irgendwas noch mitnehmen? Reis? Das klappt nicht. Können wir den Skate auf die Bank bringen? Nada, geht nicht. Da tut sich nichts. Hinten können wir nicht. Oder können wir heute Skate im Saloon auf den Kopf hauen? Gut, im Saloon haben wir jetzt nichts sehen. Oder nichts mehr. Tja, was gibt's denn dann? Gibt's bei dem noch irgendwas? Der Mensch jagt mir kalte Schauer über den Rücken. Entschuldigung, Ja, sind Sie der Bestatter von Western City? ja, der bin ich. Hätten Sie vielleicht einen Kranz zu verschenken? Am liebsten mit der Widmung für Bakterius aus Freude und Dankbarkeit für die vielen Jahre. Wir haben leider keine Blumen. Wer welche möchte, muss sie selbst mitbringen. Verstehe. Als potenzieller Kunde möchte ich mich über die unterschiedlichen Tarife, Angebote und Das Ja, machen das Sie sich. Na, Sie, der Mensch jagt... kennen wir schon, aber das gibt... Können wir denn mit dem Gate irgendwas anfangen? Das klappt nicht. Klappt nicht.
Und wir brauchen ja nur ein Opfer für Ding. Ein Opfergabe oder irgendwas wollte der, oder? Der Indianer. Oder haben wir getäuscht? Ich weiß gar nicht mehr. Ein Kaktus. Können wir denn mit dem Kaktus mit dem Rasiermesser vielleicht? Nichts. Nichts. Mit dem Barttrimmer? Perfekt. Jetzt lässt sich problemlos ein Stück rausschneiden. Ach. Jetzt haben wir einen Kaktus rasiert. Ach, jetzt haben wir ein Kaktusstück. Können wir denn einen Saft draus machen? Das Stück, das ich aus dem Kaktus herausgeschnitten habe. Schon vergessen? Es ist mit Luft gefüllt. Ja, und wie kriegen wir jetzt den Saft raus? Vielleicht, wenn wir mit dem Glas durchkommen? Das klappt nicht. Nicht. Nada. Geht nicht. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Stückel vom Kaktus. Kann denn er beim Bestatter noch irgendwas machen? Hallo. Hallo, wie geht's? Möchten Sie noch einen Blick auf dieses Wunder von Sarg werfen? Ehrlich gesagt, ja. Könnten Sie ihn mir noch mal zeigen? Aber gerne doch, bitte. Der sieht gut aus. Und was möchten Sie genau wissen? Tja. Fürs Erste hab... Auf Der zieht sich recht. Ja. Können wir denn sonst irgendwas mit dem Kaktus machen? Völlig sinnlos. Sinnlos. Rasieren? Nichts. Gut, zum Rasieren hat er eigentlich nichts. Wie schaut's denn aus mit... Ui, das ist ja mal ein guter Tequila. Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Haargenau, was ich brauche, um mich ganz zu rasieren. Kapiert? Haargenau. Das Stück, das ich aus dem Kaktus herausgeschnitten habe. Schon vergessen? Ja, aber mit dem können wir nichts anfangen. Tja, jetzt gehen wir vielleicht... Können wir denn beim Indianer irgendwas anfangen mit dem Ding? Mit dem Kaktus? Das klappt nicht. Ah, nee. Nada. Geht nicht. Geht nicht. Mit dem Rasiermesser vielleicht? Völlig sinnlos. Die Kilo möchte er wahrscheinlich nicht, weil den brauchen wir ja für die Dinge. Nichts. Denn die Kilo brauchen wir ja für das Gebräu noch. Uns fehlt eigentlich nur noch... Ja, der Kaktussaft, wenn man Kaktus jetzt, aber wir können damit nichts anfangen. Das klappt nicht. So, nochmal geht's nicht. Nimmt die Kilo nach. Nada. Geht nicht. Ja, dann wechseln wir mal auf den Smart zurück. Gut, jetzt haben wir irgendwie einen kleinen Hänger. Wir haben einen 20-Dollar-Schein. Können wir denn damit irgendwas machen? Ich glaube nicht, dass der Bestatter begeistert wäre, wenn ich das Teil hier raustrage. Guck, nichts. Nada, geht nicht. Ich habe zu Hause schon eine Badewanne. Der Mensch jagt mir kalte Schauer über den Rücken. Okay, mit dem können wir nichts anfangen. Vielleicht morgen die Säge zurück? Da tut sich nichts. Nick. Der Geldschein war nix, oder? Das klappt nicht.
Völlig sinnlos. Vielleicht im Saloon noch irgendwas? Hallo, was wollen Sie, amigo? Okay, da haben wir wieder nichts. Selbstverständlich. Das wissen wir schon, ich sehe. Ja, jetzt haben wir irgendwie... Ich frage mich immer noch, wie wir den Kaktussaft kriegen. Wir haben eigentlich schon... Kombinieren können wir ja nichts. Ich stelle das Glas darunter, damit der Saft hineinfließt. Mal sehen. Es funktioniert. Jetzt ist der Saft im Glas. Es geht doch, man kann doch was kombinieren. Ja, jetzt haben wir Kaktussaft. Aber uns fehlt immer noch Leber dran. Und ich frage mich noch, wie man die Tinte... Die Tinte irgendwie, weil der hat eine Tinte oder das Smart dabei und den Rest hat der Clever dabei. Straße, da waren wir schon, oder? Halt, Moment einmal. Scharlatan, wer ist denn das da? Was für ein merkwürdiger Typ. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Naja, mir auch nicht. Das... Hallo, mein Freund. Willkommen in Western City. Sehr freundlich, danke. Was für ein schräger Vogel. Darf ich mich vorstellen? Der famose Doc Wheedler, Handelsvertreter und Hobbyzauberer. Der sieht eher aus wie ein unsauberer Vertreter. Gut, was hat er denn in seiner Klapperkiste? Verraten Sie mir, was Sie auf dieser Klapperkiste machen? Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Aber seien Sie vorsichtig. Nicht, dass Sie runterfallen. Keine Sorge. Wenn das passieren sollte, was ich stark bezweifle, würde es trotzdem nichts ausmachen. Ich würde einfach mein Wundermittel einnehmen. Es wird gegen Schläge, Verstauchungen und Depressionen. Es macht einen bewusstlos und der Schmerz verschwindet sofort. Außerdem bleibt nicht die Spur einer Wunde, eines Kratzers, eines blauen Flecks. Überhaupt nichts. Ach ja, und man kann damit auch den Boden wischen und... Oh, Brauner, ganz ruhig. Sie reden ja schneller als Götz Alsmann beim Bilderrätsel. Das ist wahr. Ich muss bei der Arbeit ständig reden und mein Hals leidet sehr darunter. Das macht aber nichts, weil ich einen besonderen Saft habe. Er lindert den Schmerz wie die Hand eines Heiligen. Dann wird der Hals wunderbar weich. Aber das ist nicht alles. Er hilft auch, Energie zu tanken. Ach, hören Sie auf. Ich weiß schon, Sie sind einer von denen, die alle möglichen sinnlosen Dinge zu Irrsinnspreisen verkaufen. Was erlauben Sie sich? Ah, ich verstehe Sie schon. Es ist ganz normal, dass Sie das sagen. Ich bin selbst oft von Scharlatanen reingelegt worden. Natürlich sind Sie misstrauisch, aber jetzt wird alles gut. Meine Waren haben ein Garantiesiegel von den qualifiziertesten Fachleuten des Landes. Ich habe alles selbst ausprobiert. Sehen Sie mich an. Jetzt bin ich stärker, gesünder, widerstandsfähiger. Mein IQ ist höher denn je. Ich bin nie krank und sogar meine Frau schnarcht nicht mehr. Wie bitte? Da sehe ich aber was ganz anderes. Vor mir steht etwas Schwaches, Kleines, Hässliches und bedeckt seine Glatze mit einem Hut. Zugegeben. Aber das ist doch nicht schlecht für einen 108-Jährigen. Glauben Sie mir jetzt? Na, ich weiß nicht. Keine Frau würde es so lange mit einem Mann aushalten. Na ja, sie ist meine zweite Frau. Die erste starb bei einem Kutschenunfall. Früher kamen die Frauen von weit her, um sich einen Ehemann zu angeln. Organisierte Balzreisen, wissen Sie? Was man sich alles anhören muss. Sie sind mir wirklich ein ganz großer Junge. Sehr freundlich. Das alles verdanke ich meinen Produkten. Das ist ja stärkerer Tobak als die Geschichte vom unglaublichen Hulk. Tja, und dabei habe ich Ihnen noch lange nicht alles erzählt.